Lieve vrienden, welkom zum Typ Zingen. Zoals vijfmaal al is dit van jou ook wel een beetje anders. Maar ik geloof een beetje beter. Want die wordt dran blijven. God heeft bestemd van jou een goede boodschap uitgemerkt voor die mocht mitteilen. Uit de ervaringen van andere personen. Zo ook als Norbert, die wel eens van jou waren een kindergeschichte vertellen. Wat vijfmaal uitgebleven weer. Zo, en we willen ook Typ Zingen. Om God te loven, om aan te beden, om nodig te komen, om de eer te geven en te verherrlichen. Wobei we wiedergehen, möchte ich die anladen, mit mir te beden. Dankeschön, Lauer, vor dem Himmel seid die durch Jesus Christus. Dort du uns das von dir war, erlaubst, auf diese Art und Weise uns zu treffen. Hier auch auf viele Städte in der Welt, wo sich Menschen treffen können, um gemeinsam die zu loven, die anzubeten und die Nummer zu verherrlichen. Aber so aus deinem Wort zu lernen, was du uns zu sagen hast, damit wir die nur das lernen können. Damit wir nur dort kommen können, was du bist, damit wir die ähnlicher werden können. Herr, musst du durch deinen Heiligen Geist uns evaluieren von dem, was du uns zu sagen hast. Damit wir wirklich geformt werden können, damit uns dein Charakter ähnlicher werden können, dass wir dort, was du die von uns verstellst, auf diese ihr ausleben können. Und einmal, wenn wir von hier gehen, bei dir in eure Herrlichkeit für die Gemeinschaft ab immer zu sein. Herr, musst du dort, was wir tun, musst du uns dadurch sehen, musst du die Zuhörer dadurch sehen, und musst du auch schenken, dass wir das so tun können, dass du daran Freude haben kannst, dass du verherrlicht werden kannst. In Jesus Christus in Namen. Amen.
voll, wirst du durch. Kenia, wer kennt das nicht, wenn Mama und Papa sagen, komm, halt mich schön abwaschen. Oder drauf wenn das Mehl weg. Jo, ich komme erst kurz, oder bitte warten. Nicht kurz. Ich glaube, das ist uns allen bekannt. Von der war ich hier eine Geschichte vertellen, wo das am ganzen Gehorsam wird, nämlich von einem Mann mit der Bibel. Das ist nämlich der Josef. Vielleicht denkst du dann an erster steht Josef mit dem Alten Testament. Aber ich will von Josef vom Neuen Testament vertellen, nämlich von Maria, ihrem Mann. Dieser Lied, der wohnte noch in Bethlehem. Sie wären noch nur die Volkszählung noch nicht reingegangen, sie wären noch einmal durchgeblieben. Josef hat die Zeit wahrscheinlich kann er diese Verstelle mit einer Arbeit versorgt, um dort ein Kleinbett ein Einkommen hat, um seine kleine Familie zu versorgen. Josef hat diesen Besuch miterlebt von den Weisen, was hier gekommen wäre. Der hat ihr 3 Geschenke gebracht: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und so war er weggetragen. Für ihn, was der Weisen weich wäre, ging es zu sein, war ein normales Leben. Endlich war er nicht Besuch. Sie wollen schluppen gehen. Und sehr wahrscheinlich haben sie zu uns den Unschluss gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass der Papa, also Josef, mit dem kleinen Jesus, vielleicht mit Rahmen gespielt hat, Leute gesungen, und sie sind Schlupp gegangen. Danach fängt normal an, und das geht gar nicht so lang. Dann hatte Josef einen Traum von einem Engel, was am der Wort sieht. Und der Engel sagt ihm: Josef, steh nu ab, go, nimm deine Frau, das Kind, go nach Bethlehem. Entschuldigung, go nach Ägypten. Wenn Jesus, den kleinen Jungen, dem sein Leben erst bedroht. Der König Herodes will ihn dort merken. Und ich würde sagen, wenn er die Treichams. So wahrscheinlich hat der Josef sich erstmal für ein paar Sekunden, eine Minute muss, sich in den Kopf klare Gedanken kriegen, nur meine Frau abzuwarten, dort wieder nach Bethlehem, nach Ägypten zu gehen, und danach nicht mal weiter, wenn er kommen. Weil Josef, wie gehorsam, er weiht seine Frau ab, das kleine Kind, mir die Sache reut, und ich nehme auch an, der wurde diese 3 Geschenke mitgenommen haben. Und jengels, Maria wird neugierig. Warum kann das nicht bis zum Morgens warten? Er wird nächsten Tag ich von euch. Josef sagt, ich wollte dir das hier alles erklären. So jenje, und ich waren so lange Zeit. Ägypten wir nämlich weit auf, haben sie da an. Weil wenn ich ganz kurz einmal checken, was deutest Josef? Du möchtest uns auf dem Gehorsam von Josef anweisen. Und dies, ja, du drauf wird fair, nämlich gern, ganz und gleich. Und plötzlich wird man dazu sagen, ich kann, Josef, der wir Fuß ganz gehorsam. Heute ich dem Engel sagen, ich will mich erstmal schluppen, dann wollte ich zum Morgens wieder tragen. Aber heute ihn Fuß. Heute dieren gehorchen. Ab zwar seine menschliche Natur sieht, mir jankert dort nicht, aber heute wir steuern aus ihm janker.
Hij stond op en deed je hartje. En drittens, hij deed ganz je hartje. Hij nam alles wat hij had en wacht niet länger. En dat wens ik ons kennen, dat we dat leren kennen. Dat we onze ouderen gern, ganz en voetst je hartje. Also nicht der Sache rüber. Das ist für säuerlich zu sagen, ich will mehr Fuß kommen. Aber wenn Mama und Papa sagen, Fuß kommen, erst später Fuß kommen. Ich mache mit den Tipp, bete. Dankeschön, lieber Jesus, für diesen Tag. Danke, dass du uns die Gesundheit schenkst. Danke für das Beispiel, was wir in der Bibel haben. Jesus, wo wir von Josef lernen, wo er wellig wie die te hartje, die stem te hartje, ab wo er so viel Frauen hat. Das ist mein Wunsch, Jesus, dass wir die, was du sagst, was du uns helfen lässt, dir in die hartje, in die ganze hartje. In den gerechten Namen Jesus. Amen. Du bist hier.
Hölle, Lichten und Lichtfeld, min Gott, dort ist wer du bist. Dort ist wer du bist. Dort ist wer du bist. Dort ist wer du bist.
Gut, Dankeschön Norbert für die interessante Gedanken. Einmal te weten dat Gott te weten dat Gehorsam von uns brückt, dort zu tun, was Gott Frieden macht. Und die Sache nicht unbedingt rüberschüben. So ist das all erwähnen, als uns das immer sehr leicht abschieben, Sachen abschieben, wenn wir Leute wie selber was vernünftig tun. Doch das leider bitte Leute, wenn das noch geht. Ja? Ich möchte einmal zum Einstieg in Psalm lesen, Psalm 90, Vers 12, wo das sagt, wo der Psalmist sagt, lieh uns bedenken, dort wir sterben müssen. Warum? Damit wir klug wurden. So, vielleicht fragt einer oder andere sich dann, was hat dat te weten dat ik sterven moet met klug worden te doen? Wieso moet ik door klug worden? Vielleicht kann ich sagen, weiser worden, rieper worden. Wenn wir uns mit dem konfrontieren, dass uns Leben hat auf diese Erde irgendwann ein Ende. Wanneer, Gott sei Dank, das weiß keiner von uns selbst. Das haben wir nicht weiter, brauchen wir nicht weiter, das interessiert uns nicht. Aber wer ist der dort konfrontieren kann, der dort in eine Ewigkeit kann und sagt, ich sehe mich dort bewusst. Ein Tag wird Gott zu mir sagen, aber hier habe ich dir das Leben im Fleisch geschenkt, nu ist was andere dran. Was ist dann? Was ist dann mit meinem Leben? Ist das reut für den Moment? Habe ich zu viel gelebt, dass Gott irgendwann sagen kann, vor dich, für dort, was du hier ab ihr zu tun hast, nu schlägt ein Termin auf, dann geht dort in der Ewigkeit nennen, wer ist dort bei dir, wer ist dort bei mir, mit der Situation. Ich sage alle, ich habe hier einen Partner bei mir, der will uns von seinem Leben was vertellen. Ein Zeichnis, was er selbst erfahren hat, von dem vertellen, was er erlebt hat, das ist immer eine sehr wichtige Sache für uns. Dadurch habe ich jenseitig ermutigt worden, jenseitig gesteuert worden, erbüht worden, und rückgefordert worden, Christus ähnlicher zu werden. Und ab dem Raub von Gott eine Antwort zu geben. So, ich würde einmal lauten, dass er sich selbst verstellen hat. Und dann wird er uns mal ein bisschen vertellen, was er am Hort hat, was Gott am Hort gelegt hat, was er am Fähigen ist. Bitte schön. Ja, ich bin Hans Horrer, ich wohne in Kleufeld. Ja, sie befreit, eine Frau, die Delfine. Und haben 2 Kinder, ein Jung, Daniel, und ein Jahr, Nadja. Ich würde von da einmal ein Zeugnis geben, was ich belebt habe, oder auch was wir als Familie belebt haben, 2019 im Oktober. Und ich glaube, dass das immer wichtig ist, wenn Gott Wunder tut, dass man das wiederjagt. Also, dass wir an 2019, wie ich Anfang Oktober, war ich krank, und dann kam eine Lungenentzündung, das war der 3. Oktober. Und ich habe dann auch beim Doktor und hat konsultiert und hat auch Medikamente gekriegt, Entzündungsmedizin. Und hat auch getroffen, alle Fans, mit Podiologen, dann wir das so, dass der Lauf einmal knapper wird. Und bei Job, das wegen ein noch, dann kam das Wachtag Feier mit dem 7. Oktober. Und dann war der Lauf eben einmal spannender und ich höll das nicht mehr aus. Aber ich dachte, dass wir am Montag, ich dachte, dass wir am Vermehr haben mit einkaufen und dann fuhr ich im Krankenhaus. Und der internierte mich auch kurz und dass wir dann auch klar all Vermehr
Und das die aber nicht so lang, bis sie mich dann auf der Intensivstation leiden. Und die haben viel gespritzt. Ich fühle mich besser. Ich dachte mir so, nu jetzt war das fair way. Da wird ein halben Nummer, dann fängt es an schlechter an zu werden. Und das wird immer schlechter. Die Atmung wird immer schlechter. Und ich kriege meist nicht Luft. Und das kommt so weit, dass das sehr schwer anfängt zu werden. Ich habe viel Gebet die Zeit, wo das noch nicht so schwer wird. Und Leute mich auch, Richard Funk kommen, als Gemeindeleiter, der kam mit durch. Wir haben viele Sachen geredet. Und das war, dass das anfangs wird das so schlimm, dass ich glaube, ich kriege keine Luft mehr. Der Luft, der wir meist kriegen, oder? Und ich habe sehr geschafft, dass ich genug Sauerstoff kriege, aber ich kriege nicht mehr, meine Lunge wollen nicht mehr. Das ging bosig. Aber der Doktor spielt ständig dabei. Aber eine Doktorin ankommt und sagt, Hans, wie macht die am Schluck merken und an einer Maschine am Respirator legen, dass du beatmet wirst. Aber wie können die das nicht garantieren, dass du frisch abweichen wirst? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und so sehe ich, dass wieder Fußstände wurde. Ich sehe, ich habe aber noch eine Bett, ich will mit meiner Familie reden. Ich habe viele Patienten begleitet in seinem Fall auch. Und ich weiß dort, wo das hinging, wo das hinging. Mir wird das ganz klar, wenn der mich mit dem Schlupfmerken an der Maschine anleihen, ich würde nicht mehr abweichen. Ich Leute, dem Gemeindeleiter frisch kommen. Ich Leute meine Frau kommen, meine Tochter, die wäre beide hier. Und ich sehe zu ihnen, Jesus wird mir meist Fuß holen kommen. Ich will nicht frisch abweichen. Mein Junge kann nicht dabei sein. Der wird aus dem Sinn, der Lied. Aber der mögen Anruf für mich. Wenn selbst kann ich auch nicht mehr. Und bei heute dran wir, dann sehe ich Daniel, der war mir im Schluck merken, aber ich will nicht frisch abweichen. Ich will mich verabschieden von ihm. Dann nahm ich Abschied von mir ein Bruder. Leute im Durchhang kommen. Leute nehmen Abschied. Und dann wollen die mit einem Schluck merken. Und sie deuten auch. Sie merken mir am Schluck. Doktor ist wieder da, Anästhesist wieder da. Und die haben mir am Schluck gemerkt, er hat 3 Tage nach an der Maschine. Hat gelegen. 10. Oktober war besser. Bat sie mich abweichen, Leute, bat sie die Maschine können lösen. 3 Tage nach. Aber ich sage, dass es schwer zu sein. Wenn du Abschied nimmst, deine Frau, deine Kinder, da einmal hast du dich zum Morgen, wie wir noch alle Tag, anfangs und sagst dir, du wirst nicht mehr abweichen. Wenn du setzt, deine Familie, deine Frau und dein Kind, was dann mit dem Jahr, was dann wir, Rohre du, aber du kannst nicht mehr, du hast ganz schwer mit der Atmung. Das ist eine Sache, da kann man sich nicht verstellen, weil man das selbst nicht durchmerkt. Aber nur dem Tag, den Tieren, aus dem ich abweiche, Leute, dass wir nach einem Tag, was man dann normal nicht weiter kann, oder was man nicht vernimmt,
Das Erste, was ich gesagt habe, als jeder einmal abgecheckt und gesagt hat, habe ich zu meiner Frau gesagt, warum haben die mich nicht durchgelassen, wo ich war. Ich war 3 am Zimmer, ich sagte das. Das ist schwer zu verstehen. Warum kann man nicht bleiben? Gott hat einen Plan mit jedem Mensch. Mit jedem. Und das hat er mit mir auch. Das hat er mit mir auch. Und das ist, wenn ich dort sage, die Familie braucht einen. Aber das reicht lang nicht immer. Und nachdem, als ich dann von der Zimmer-Intensivstation noch 5 Tage rückkomme, im normalen Zimmer nehmen, wieder ein solcher ferner Spruch, in dem Psalm heißt, solcher vielmal durchgelesen. Vielmal durchgelesen. Und ich würde ihm jeden einmal lesen wollen, das ist Psalm 121. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, dein Beschützer Israels schläft nicht, schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber, wenn dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Und dort kann er bestätigen. Der ist, und der lässt eigentlich nicht fallen, der ist da, der steht dabei. Leute hier, mir als eine Frau, wo ich würde stahlen wollen, und ich würde ein paar Gedanken zu tun merken. Wo stehen wir mit uns Leben? Wie nehmen wir uns Leben an? Wie ist unsere Beziehung zu Gott? Ich weiß, als ich das zuletzt so schwer hatte, als ich glaube, dass ich mehr laufe, dass wir der Letzte, das kann eine Stunde oder eher sein, du kannst nicht mehr beten. Du denkst nicht mehr beten, wann du hast es schwer. Du hast ganz schwer mit dir, dass du das atmen, dass du das durchmachen kannst. Und das kann ich bestätigen von, als ich lang im Krankenhaus einmal gearbeitet habe, lange gearbeitet. Und wenn ich dann eine Erste Hilfe geschafft habe, haben mich Patienten einmal bestätigt. Wenn man nachher fragt, und wir dachten an dein Leben, aus den Schockemilks. Dann sagte ich weiß, dass ich schockiert, ich sage alles kommen, bloß ich habe an mein Leben heute noch mehr gedacht. Und so ist das. Das Leben hier auf der Erde ist hart. Das kann für einen Mensch sehr hastig vorkommen. Und wir sind alle in der Situation, die wir alle sind, wo uns diese Sache begegnen wird. Keiner ist ausgeschlossen. Und ich bin sehr froh, dass ich bei der Familie sein, mit der Frau, mit den Kindern sein kann. Und einfach hier wieder merken. Und da hat Gott einen Plan. Gott hat einen Plan mit einem. Ich habe noch nicht alles erledigt, was ich erledigen soll. Und das ist mir sehr bewusst und sehr klar. Und das ist dort, was Richard Funk
mir sieht, ob es sich dem mir Blut hat, sagt er, das Leben ist, das Ziel vom Leben ist eine Agenda neu geschrieben. Also dein Leben ist bestimmt, wann du geboren wirst und wann du stirbst. Bloß wir können an der Agenda nicht nachdenken. Und da ist ganz richtig. Ich habe niemals gedacht, dass ich vielleicht abweichen würde, weil ich sehe. Und wenn wir glauben, dass das von der ersten Tag nicht Wunder gibt, dann sagen wir, wo das sei an der Rechte steht, das gibt Wunder, Gott hat Wunder. Und so viel, der doch wenn andere Menschen für die beten, wenn du nicht mehr kannst, aber wenn du Menschen hast, was für die beten dann. Und da würde ich sehr unterstützen, dort bet für Menschen, die das schwer haben. Bet für Menschen, die das brauchen. Ich habe einmal von einem Mann gehört, dass er gesagt hat, er wird leben, dass er leben will. Aber er wird, wenn sein eigenes Stuhl ist, dann wird er sagen, Gott sei mir sehr gnädig. Und weil wir nicht warten dazu, wir wollten alle, dass nicht alle haben eine Chance erleben, dann trägt kriegen, wenn er vor euch liegt oder wenn irgendwas passiert. Ich möchte in jedem Welt merken, einfach, das Leben einmal sich selbst nachzudenken, wo steht man und für was sind wir heute für die Zukunft. Wir haben eine sehr schmacke Ewigkeit. Ich habe viele Söhne, als ich abgeweiht wie, als ich war anschleip. Ich habe so viel große Städte Söhne in Musik gehört, wo ich mit der Musik sehr lang belehrt wurde. Bei einem Intensivbütte wir auch Lothar nach am Zimmer, wenn ich schleip, da wir eine Musikraum, das kann ich nicht beschreiben. Das ist unglaublich fan. Und das ist ein Ziel, wo wir alle haben wollen. Das würde mich sehr bedanken. Wow, gut zu hören. Ich weiß gut, dass ich die Lothar einmal traf. Was mir in mir verging. Ich glaube, ich sehe die dort daran. Ich freue mich, die zu sein hier. Ich hatte das mitgekriegt im Bett, das sehr ungewöhnlich, sehr schwer. Das, was ich hier erwähnt, das hier man immer war da, dort mit Gott die Situation klären, was auf der letzten Tag lute. So als ich hier kann, wusste du nicht Herode, wenn ich das richtig verstehe. Nicht Herode, weil es das gibt Momente da kann man bloß gedreht werden. Da kann man nicht selbst. Wenn man erst bei dir gekommen ist und die Situation nicht geklärt hat, was kann dann passieren? Das haben wir auch nicht weiter. Das geht immer alles über uns Verstand rüt, in Gott seine souveräne Weisheit, Verstand, was er weiß, wer er mit uns umgehen kann. Wir haben viel mal mit Kollegen über das Thema geredet, kann man gerat sein, und einmal war er nicht gerat sein, kann man aufsichtig mit der Radung umgehen, dass man die verlieren kann oder was immer. Wir kommen einmal zu dem Entschluss, woran wollen wir das prüfen wollen? Woran wollen wir um Grenzen tun leben wollen und dort für sich so ausreichen und so auf den Konto stellen? Woran leben wir nicht von dir? So mit Gott, als wir auch noch her wollen mit Amten im Himmel sein. Interessant ist, dass immer war das erfahren, weil Menschen, die wollen hier unten auf der Erde nicht mit Gott leben. Den interessiert das nicht. Vielleicht passt du auch so einer. Ich weiß das nicht, ich kann die nicht. Aber wenn die denken an eine Ewigkeit, dann wollen sie doch bei Gott sein. Dann freut mich, woran? Woran nicht von dir? Also leben, als Gott das von uns haben möchte. Woran nicht von dir? Gott vom ganzen Herzen leben. Mit einem angedeuteten Herzen. Einfach
dat we op beje en breekje ruit zijn ons hand te geven en God over alles te leven. Dat ons niets wichtiger is op deze eeuw. So Hans heeft ons toen een beetje verteld, als hij bij dem Punkt komt, dan verloor alles onwichtigheid. So, wat hij gedaan had, wat hij nog moet doen wil kennen, wat hij aan kapitaalvlek not te wijzen gehad wordt han, alles weer plötzlich nicht mehr wertvoll. Wir kommen in eine andere Situation an. Und das wird Gott bei uns sichert, dass wir uns leren Hand zu geben. Ganz. Und das nicht wichtiger ist für uns, als das, was Gott für uns ist. Wir lesen in Jesaja Kapitel 54, der Vers 6 und 7, wo der Prophet sagt, seht jünt dem Herrn, solange als er noch zu finden ist. Rübt am, wann er noch dich bei ist. Der Weiser soll nicht mehr so leben als erst. Und der Sünder soll andere Gedanken führen. Laat am Tränen Herrn kommen, dat hij am kan jenstig zijn, laat am sich no Gott tieren, die veel verjaft. Selbst dat ik für die und für mich von dir, wann wir dem Herrn sicher betet, bloß der kommt eine Zeit, wo man das nicht mehr wird kennen. So ich stelle mir so vor, wenn du uns vertalst hast, in dem einen Moment, wo du über die Zeit kommst, wo du nicht mehr reden kannst, dann ist noch sicher um Herrn schwierig, nicht? Ja, das ist schwierig. Das ist, du hast mit dir selbst zu kämpfen, du kämpfst. In meinem Fall mit der Lauf, ich kriege nicht mehr Lauf. Und du hast das zu kämpfen, du hast das so schwer, du hast kein Denken mehr an noch was anderes. Du denkst bloß an noch mal an dass du noch was Lauf kriegst. Was andere würde sagen, wenn die vereitelt sind, wenn die Knochen gebrochen sind, die können so eine große Not haben, dass die von das verjährt werden. So ich stelle mir so vor, das kann eine von den Situationen sein, wo der Prophet Jesaja sagt, noch ist Zeit. Aber da kommt ein Moment, wo der Zeit vorbei ist. So, von der, wenn du mir hier kommst, hier, dann hast du noch Zeit. Siegt nur Gott. Und ich glaube, die Rückforderung, was Gott uns in seinem Wort lässt, schürt dort nicht rüt noch Maria. Wie kennen euch weiter, was Maria ist? Ich weiß nicht, wie die das Leben behandelt haben, weil du von der Oderche gekommen bist, was du für ein Dach gehabt hast. Weil immer deine Situation ist in deiner Familie, das wirst du besser weiter. Aber ich glaube, von der an schürt dort nicht rüt. Schürt dort nicht rüt, dein Leben Jesus zu übergeben. So als Hans uns das vertelt, das gibt dann einen Moment im Leben, wenn wir Jesus angenommen haben, dann können wir nicht, aber heute reicht uns durch. So in dem Moment, wo wir nicht mehr erkennen, durch heute steht uns und reicht uns durch, und wir können uns ganz darauf verlassen, dass dort, was heute am Kreuz getan hat für uns, das riecht der Ring uns zu, um uns durchzudrehen. So wir kennen das nicht selbst. Aber wenn wir Jesus angenommen haben, dann reicht er uns durch. Und all das, was er getan hat für uns, das riecht ganz zu, wenn wir uns am übergeben. Ich möchte dich von dir anladen, mit mir zu beten. Und wenn du sagst, du hast was nu dort noch einmal reingeschoben, dann schneid die Hand, wo du bist, und red mit Jesus. Der will dir raten. Jesus Christus, du kickst in unsere Horten an. Du bist der Janja, der uns erforscht hat und der erkannt, was alles in uns drin ist. Wenn du von den Menschen sind, die noch nicht kennen, die das Zeugnis gehört haben von Hans, was er erlebt hat, wie gnädig du am Berg geführt hast, wie geduldig du am gedreht hast in dem tiefsten Moment, wo er nichts kann. Herr, du sind Menschen, die das gehört haben. Die kennen die aber nicht. Lass an Berg finden. Musst du dich deinen Heiligen Geist evaluieren von der Sinn,
vom Gerecht und von der Gerechtigkeit. Und das gibt mir einen einzigen Weg, um Vater, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Herren, musst du wirklich dort Klarheit geschafft werden können, die hier erhörte, damit sie ihre Situation in die klarstellen können, solange es noch Zeit ist. Und musst in jeder Einzelnen widerfahren daran, solange es wir das Leben hier auf der Erde haben, wirklich vom ganzen Herzen für die zu leben, für die zu brennen, die zu ehren, Gemeinschaft mit die zu haben, Gemeinschaft miteinander zu haben. Wir brauchen uns jenseitig und wir brauchen die über alles. In Jesus Christus in Namen. Dankeschön, like die nochmal Herr für das Zeugnis von Hans, für sein Leben, für seine Familie, für das, was du in ihm getan hast, Herr. Und ich bitte, dass du ihn wieder wirklich segnen musst. Und dass das, was er erlebt hat, dass er wieder davon vertellen kann, und dass du durch Menschen anreden kannst, dass du durch den Weg mit dir auch klarstellen können. In Jesus in Namen. Amen. Jesus ist mein Heiland, in dem Wahrheit stund. Jesus ist mein Heiland, in dem Wahrheit stund. Sie ist ein Baum, ihr blond bietet sie dem Wunder. Ich verblieben stund. Sturm, så er sådan, hvem jeg blot